Fuchs. Die meisten von uns kennen einen Fuchs. Vielleicht hast du selber noch nie einen gesehen in der freien Natur, aber du hast sicher schon ein Bild oder ein Foto von einem angeschaut. Und die meisten von uns wissen auch, dass Füchse schlau sind. Und so geht es in der nächsten Geschichte um einen Fuchs und um ein Eichhörnchen. Es war einmal ein Fuchs. Wie das so ist, hat auch ein Fuchs einmal Hunger. Es ist Morgen. Oh, der Bauch knurrt. Es ist Zeit, dass ich etwas zu beißen finde. Und so ist der hungrige Fuchs in den Wald gelaufen. Füchse bewegen sich leicht, eher elegant. Und wenn es ums Futtersuchen geht, können sie ganz schön leisig umeinander schleichen. Mit seinem scharfen Blick schaut er im Wald zuerst nach rechts, dann nach links, dann nach unten und dann nach oben. Haha, da springt ja ein Eichhörnchen in den Bäumen von Ast zu Ast. Das kommt mir grad recht. Es gäbe ein feines Morgen. Schmatzt der Fuchs. Und der Geifer läuft ihm nur so runter. Doch die Eichhörnchen sind schnell und flink. Ich muss mir schnell etwas überlegen, bevor das Eichhörnchen wieder davon gesprungen ist. Und so hat sich der Fuchs etwas überlegt, wie er ein Eichhörnchen vom Baum oben runterlocken könnte, bevor es weg ist. Guten Morgen, Eichhörnchen. Wie gut du von Ast zu Ast kannst gumpen. Ich kann das nicht. Ich will das auch können. Aber ich weiss jemanden, der das besser hätte können als du. Guten Morgen, Fuchs. Wer ist denn das, der das besser hätte können als ich? Fragt das Eichhörnchen neugierig. Dein Vater, der hat noch viel grössere Sprünge machen. Das kann ich auch, gibt das Eichhörnchen vorwitzig zurück. Und auf das aber hat das Eichhörnchen Anlauf genommen und hat statt von Ast zu Ast gerade zum nächsten Baum überspringen. 1, 2, 3. Oh je, der Sprung ist zu kurz und das Eichhörnchen fällt auf den Boden direkt vor die Füße vom Fuchs. Haha, han ich dich! Und er drückt mit der rechten Pfote das Eichhörnchen in den Boden hinein. Du bist jetzt mein Zmorgen, hahaha! Das Eichhörnchen zittert, doch es überlegt schnell. Es geht um Leben und Tod, denkt sich's. Du Fuchs, du bist einfach schlau. Du hast mich reingelegt. Aber weisst, wer noch schleuer war als du? Dein Vater. Warum war mein Vater schleuer als ich? Sagt der Fuchs hässig. Weil er gewusst hat, was Anstand ist. Und darum haben ihn alle Tiere im Wald geachtet und respektiert. Was hat denn der anders gemacht als ich? Er hat seine Pfoten und sein Gesicht vor dem Essen gewaschen. Der Fuchs ist langsam ungeduldig geworden. Das kann ich dann auch. Und in dem Moment lüpft er direkt in die Pfoten und schwupp springt das Eichhörnchen davon. Ab auf die Bäume. Oben bei den Bäumen strahlt das Eichhörnchen den Fuchs an. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Fuchs. Jetzt musst du ohne mich zu Morgen essen, mein lieber Freund. Und springt von Ast zu Ast weit in den Wald hinein. Der Fuchs aber hat wieder auf die Suche müssen nach einem anderen Morgen.